من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah werden wir heute ein sehr interessantes Thema versuchen zu behandeln. Wir haben im letzten Unterricht, ihr erinnert euch, wir hatten den Unterschied zwischen dem Muslim und dem Kafir gehabt. Wir hatten den Unterschied zwischen dem Muslim und dem Muschrik und wir haben gesagt, eins der größten Unterschiede zwischen einem Muslim und einem Muschrik ist, dass der Muslim über die Schöpfung Allahs nachdenkt und der Muschrik dies nicht tut. Wir hatten im letzten Unterricht Al-Khaliq und alle Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, die auf die Schöpfung reflektieren, bezogen auf den Tawhid behandelt und gesagt, dass diese immer wieder im edlen Koran mit dem Tawhid in Verbindung kommen, unmittelbar, jedes Mal. Sogar haben wir gesagt, die Schöpfung Allahs Allah erklärt uns über diese Schöpfung so ausführlich aus einem Grund, und zwar, damit wir den Tawhid verstehen, damit wir zu Allah kehren. Und dies wiederum soll uns dazu führen, dass das Uluhiyya zu Allah, die Anbetung nur noch zu Allah erfolgen soll, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Anbetungswürdige ist, den es überhaupt gibt. Das, haben wir gesagt, deuten die ganzen Verse bezogen auf die Schöpfung hin. Alles bezogen auf den Tawhid. Heute werden wir inshallah ein Thema behandeln. Allah erwähnt eigentlich zwei Dinge im edlen Koran, wo er von uns sehr stark verlangt, dass wir darüber nachdenken sollen. Wir könnten jetzt auch zum Beispiel über die Berge reden, die Schöpfung der Berge oder das Wasser oder die Tiere oder die Pflanzen. Das ist ja auch ein eigener Bereich für sich. Da gibt es ja auch zig Wunder und Beweise und alles drum und dran. Aber Allah subhanahu wa ta'ala explizit weist uns auf zwei besondere Dinge hin und lenkt unser Anblick daran, dass wir darüber nachdenken. Das eine ist die Schöpfung des Menschen selbst, der Mensch selbst, also wie er erschaffen worden ist. An über 20 Stellen weist Allah uns darauf hin, aus was er erschaffen worden ist, will er denn nicht nachdenken. Und das andere ist die Himmel und die Erde, wie er erschaffen worden ist. Deswegen wird es in diesem Unterricht um die Embryologie gehen, beziehungsweise um die Schöpfung, um die Entstehung von einem Menschen bis hin zum Lebewesen, wie das entsteht. Und der nächste Unterricht ist dann die Schöpfung der Himmel und der Erde. Diese zwei Dinge, die vor allem Allah immer wieder im edlen Koran, fast überall, auf jede Seite, wo ihr mindestens wirklich einmal drauf stoßt, wo ihr merkt, okay, Allah weist uns wieder auf die Himmel und die Erde oder auf den Menschen hin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Tariq, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Darum soll der Mensch bedenken, woraus er erschaffen worden ist, sagt Allah. Er soll darüber nachdenken, woraus er überhaupt erschaffen worden ist. Er ist aus einem herausschießende Flüssigkeit erschaffen worden, sagt Allah. Diese aus der Lenden- und aus dem Rippenbereich produziert worden ist, sozusagen. Allah sagt, denkt darüber erstmal nach, überhaupt, woraus ihr erschaffen worden seid. Wenn wir jetzt mal überlegen und kurz mal zurückkehren zum Propheten, wo auf dem Berg Hira ist, und dort die ersten Verse Allah über Jibril zum Gesandten Allahs hinabsendet. Ihr wisst, das ist alles, die ersten 5 Verse, die gesandt wurden zum Propheten, ihr alle wisst es, ist Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Worauf erschuf denn mein Herr mich? Allah sagt dort, Khalaq al-insana min alaq. Wir erschufen den Menschen aus einem Alaq. Was Alaq ist, darauf werden wir noch kommen, inshallah. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies, denn dein Herr ist edel, ist edelmütig. Die ersten Verse, die Allah zum Gesandten schickt, ist, O Mohammed, lies im Namen deines Herrn. Also derjenige, der mit dir spricht, ist dein Schöpfer, der dich erschuf. Okay, gut, du bist mein Herr. Worüber soll ich denn nachdenken? Denk darüber nach, dass der Mensch aus einem Alaq erschaffen worden ist, woraus der Mensch erschaffen worden ist. Darum geht es. Bevor man über tausende Ikhtilaf-Themen redet, beziehungsweise wo die Gelehrten sich nicht mehr einig worden sind, macht es manchmal Sinn, überhaupt erstmal über sich selbst nachzudenken, woraus man selbst überhaupt erschaffen worden ist.
Wir haben gesagt, jemand, der weiß, wo er steht, woraus er erschaffen worden ist, der wird seine Position kennenlernen und der wird die Position von Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Er wird verstehen, dass er ein Mensch ist, er Diener ist und Allah Rabb und Herr ist. Das wird er verstehen. Des Weiteren, wenn man über die Schöpfung, über sich selbst, seine eigene Entstehung nachdenkt, wird man automatisch, zwangsläufig die ganzen anderen Namen Allahs dort reflektiert sehen. Die ganzen Wunder, die Vielfalt, die Feinfühligkeit, die Genauigkeit, die Fehlerfreie. All diese Dinge wirst du dort erkennen und du wirst Allah Hamd, Tahmid machen, Tasbih machen. All diese Dinge wirst du Allah gegenüber machen. Aber erstmal musst du überhaupt darüber nachdenken. Das ist sehr wichtig. Für manche Leute, die glauben oder die behaupten, man sei auf dieser Welt erschaffen worden und man kann alles selbst bestimmen, seinen Weg selbst gehen. Allah hat uns sozusagen uns selbst überlassen, wir wurden erschaffen und der Rest ist uns überlassen. Allah sagt in dem Koran, Ayahsabul insanu an yutraka suda? Meinen die Menschen etwa, er würde sich selbst überlassen sein? Eine Frage. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird? Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Hierauf ein Embryo gewesen, dann hat er erschaffen und zurechtgefunden. Faja'alahu minhu zawjayni zakara wal unsa. Alsdann erschuf er ihn aus Paaren als Mann und Frau. Allah sagt, wir haben nicht mal diesen kleinen Samentropfen sich selbst überlassen. Wir haben für den Samentropfen, diesen kleinen Tropfen, selbst ein Qadar festgelegt, eine Gesetzgebung festgelegt, einen Weg festgelegt. Wir haben es beaufsichtigt, wir haben es kontrolliert, wir haben den Weg festgelegt. Hätten wir den Samentropfen sich selbst überlassen, dann wärst du heute nicht da gewesen. Dann wärst du heute nicht entstanden. Der wäre ganz woanders hin, außerdem wäre ganz was anderes passiert. Weil Allah nicht mal einen Samentropfen sich selbst überlassen hat. Glaubt der Mensch denn, wir haben ihn selbst überlassen? Nein. Wir haben ihn den Koran herabgesandt, als eine Anleitung für sein ganzes Leben. Wir haben ihn den Gesandten geschickt, dass er ihnen den Manhaj zeigt. Wir haben ihm die Scharia hinabgesandt, die gesamte Gesetzgebung, die daran festlegt. Der Mensch soll ja nicht auf die Gedanken kommen, dass er sich selbst überlassen ist und dass er tun und machen kann, was er will. Denn wer tun und machen kann, was er will, was er glaubt, das wird nach hinten losgehen. Wir haben nicht mal einen Samentropfen, einen Tropfen sich selbst überlassen. Also haben wir ganz bestimmt den Menschen auch nicht sich selbst überlassen. Wir haben für ihn große Bestimmungen festgelegt. Kommen wir auf den Punkt, wie überhaupt der Mensch erschaffen worden ist. Wie ist überhaupt der Mensch erschaffen worden? Allah sagt im Edlen Koran, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Er erschafft euch aus den Bäuchern eurer Mutter als eine Schöpfung nach einer anderen Schöpfung in 3 Finsternissen. Dies ist Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft, ihm gehört das Mulk. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Wie könnt ihr euch bloß von ihm abwenden, sagt Allah. Jetzt ist die Sache die, man wusste zum Beispiel im 15. Jahrhundert zur Zeit von Da Vinci eigentlich sehr viel, aber man wusste nicht, auf gar keinen Fall, dass die Schöpfung in Stadien geschieht. Also Stadion für Stadion. Dass Allah eine Schöpfung macht, dann geht es ins nächste Stadion. Dann entsteht dort wieder was ganz, ein eigener Bereich für sich, dann geht es ins nächste Stadion. Allah sagt hier mit dem Koran, Khalqan min ba'di khalqin. Eine Schöpfung nach der anderen Schöpfung. Das heißt, es durchläuft mehrere Epochen, mehrere Stadien, während der Mensch auf die Welt kommt. Das wusste man nicht. Man hätte niemals ahnen können, dass das in Epochen geschieht. Man wusste natürlich, es geschieht in dem Mutterleib, ne, da wird das Kind entstanden und da kriegt es alles, aber dass es Stadien hat. Und wir werden gleich auf die Stadien kommen, auf Stadien 1, 2, 3, 4, das wirklich Stadien hat, das wusste niemand. Vor allem wusste man nicht, was diese 3 Finsternisse bedeuten. Aber wenn ihr jemanden fragt, der Embryologie studiert oder der diesbezüglich belesen ist, der wird sagen, bei diesen 3 Finsternissen, ja selbstverständlich, es kann nur diese 3 Finsternisse sein. Es gibt auch nämlich 3. Und sie würden sagen, es sind die folgenden 3. Einmal die Bauchwand, zweitens die Gebärmutter und drittens der Dottersack. Das sind 3 Finsternisse. Es gibt keine 4. Es gibt auch keine 5. Finsternis. Es gibt keine 5. Wand. Es sind genau diese 3 Wände, die kommen, wo das Embryo danach erst kommt. Es sind genau diese 3 Finsternisse. Und Allah erwähnt sie genau im edlen Koran.
Wir werden auch gleich nochmal drauf kommen, warum wir das alles so detailliert aufsagen. Vor allem erstmal in Bezug Koran und die heutige Wissenschaft. Also, dass sich das nicht ansatzweise widerspricht. Im Gegenteil, das alles ergänzen und was Allah da für eine Antwort uns überhaupt gibt. Also wäre es unmöglich gewesen, überhaupt das zu wissen, dass dies 3 Finsternisse hat. Unmöglich. Keiner hätte jemals wissen können. Nicht mal im 15. Jahrhundert wusste man das, dass es 3 Finsternisse gibt. Tatsächlich gibt es genau diese 3. Es gibt keine 4. und keine 5. Es sind genau diese 3. Und dass es Stadien sind, hätte sich niemals denken können. Niemand. Jeder dachte, es geschieht, es wird dann einfach im Bauch und dann wird es einfach Stück für Stück immer aufgebaut. So ist es aber nicht. Nein, es sind tatsächlich Stadien. Allah berichtet uns in Surah Mu'minun und Surah Hajj ausführlich die Entstehung des Menschen. Ich lese euch kurz in Surah Mu'minun die Verse vor. Allah sagt, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Wir erschufen ganz gewiss den Menschen aus einer Substanz, aus Lehm. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Alsdann setzten wir ihn als Samentropfen an einem sicheren, an einem gefestigten Ruheplatz. Ein Platz, wo er ganz ruhig da verweilen konnte. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً. Danach erschufen wir aus dem Nutfa das Alaqa. Wir werden gleich zu den ganzen Wörtern kommen, was bedeutet. Aus den Samentropfen das Alaqa. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Dann erschufen wir aus dem Alaqa das Mudra. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Dann erschufen wir aus diesen Mudra die Knochen. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Dann ummantelten wir diese Knochen mit Fleisch. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا. Danach machten wir es zu einer anderen Kreatur, einem anderen Geschöpf. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Segensreich ist Allah, der Beste der Schöpfer. Jetzt lesen wir die Verse, die sind uns alle bekannt natürlich. Wenn wir jetzt natürlich nicht viel darüber nachdenken, dann sagen wir, gut, es ist Haq. Es reicht nicht aus zu sagen, Allah ist der Schöpfer. Ich weiß, Allah der Schöpfer ist. Allah befiehlt den Gesandten Allah sogar über die Schöpfung nachzudenken. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, dessen Iman stärker ist wie der vom Propheten a.s. Aber Allah befiehlt trotzdem den Propheten sogar über die Schöpfung nachzudenken. Deswegen reicht es nicht aus, wenn man sagt, ich weiß ja, dass Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat. Ich weiß ja, dass Allah uns erschaffen hat. Nein, nein, Allah will, dass wir explizit darüber nachdenken, ins Detail darüber nachdenken. Erst dann werden wir Allah seine wahrhaftige Macht und Stärke erkennen. Das zu den Versen. Wir werden gleich so die Verse durchgehen. Nutfa ist ein Samentropfen. Nutfa, Mani, ist ein Samentropfen. In Lisan al-Arab wird als Nutfa ein Tropfen beschrieben, der an der Decke ist und beinahe vom Runterfallen ist. Also es ist ein Tropfen, der kurz vorm Runterfallen ist. Das nennt man Nutfa. Und Allah sagt immer wieder zu den Samentropfen Nutfa. Es ist ein Tropfen, der beinahe, wie die anderen 250 Millionen, die rausgekommen sind, auch Najis wäre, Dreck wäre, nichts wert wäre. Es war beinahe auch ein Tropfen von dem, aber er hat es geschafft. Deswegen sagt Allah dazu Nutfa. Er sagt nicht, das ist kein normaler Tropfen Wasser. Das ist Nutfa, ein Tropfen, der beinahe von der Decke runterfällt und danach verschwindet. Aus so einem ganz knappen, ganz feinen, was beinahe hätte nichts werden können und doch was richtig Gewaltiges wie ein Mensch entstehen konnte, haben wir den Menschen erschaffen, sagt Allah. Ihr müsst überlegen, in der deutschen Sprache gibt es ca. um die 80.000 Vokabeln. Im Arabischen sind es ungefähr 1 Million Vokabeln. Deswegen 12 Millionen. Ah, interessant, der Bruder sagt 12 Millionen, ich kenne das mit 1 Million. Aber auf jeden Fall ist die arabische Sprache gewaltig. Deswegen ein Wort hat mehrere Bedeutungen. Deswegen ist es immer interessant und sehr wichtig in der arabischen Sprache, dass man, machst du mal bitte auf, dass man in der arabischen Sprache immer auf die Wörter guckt und was ihre Bedeutungen sind. Allah sagt im Koran, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran. Wir haben den Menschen aus einem Tropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und wir haben ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Okay? Allah sagt, wir haben ihn aus einem Tropfen erschaffen, aber dieses Tropfen ist ein Tropfen, aber es ist ein Gemisch. Da drin sind mehrere Dinge enthalten. Allah sagt weiter, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Wir werden ihnen, den Menschen, unsere Zeichen auf der Erde und an sie selbst zeigen lassen, damit sie sehen, dass wir die Wahrheit sind. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Reicht es denn nicht, dass Allah
Zeuge über all dies ist. Sehr wichtig, okay? Das war gerade, ich habe euch ein bisschen vollgepumpt mit den Versen, die ihr alltäglich liest. Und ich wollte euch nur eigentlich damit zeigen, ich hätte auch direkt erstmal damit anfangen können, mit der Auflistung und dann die Verse mit drin erwähnen können. Aber das ist der Punkt, wenn man über eine Sache nicht nachdenkt, dann sind das Verse Allahs, gut, man liest die, aber man kann groß nichts aufbauen. Du liest die durch, du sagst, Alhamdulillah, ich mache Iman, ich mache mein Iman drauf, aber es führt dich nicht irgendwo zu einem Gedenken, zu einem Schüttel, zu einem Hamd irgendwo hin. Es führt dich nicht dahin. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. All diese Verse, die ich gerade aufgezählt habe, werden wir jetzt gleich gemeinsam wieder aufzählen und ihr werdet die ganz anders wahrnehmen, inshallah. Also, kommen wir zum Punkt jetzt. Wie wurde der Mensch erschaffen? Ihr wisst, der Mensch, der besteht aus 46 Chromosomen. 23 werden vom Mann gebracht und 23 sind von der Frau. Und in jeder Zelle befinden sich diese Chromosomen, das gesamte Erbgut. Eine Frau hat zum Beispiel einen Zyklus. Der Zyklus einer Frau geht von der ersten Monatsblutung bis zur nächsten letzten Monatsblutung. Das sind ca. 28 bis 32 Tage, ist ein Zyklus einer Frau. Während dieser Phase, während diesen 30 Tagen dieser Zyklus, gibt es bei der Frau ein Eibläschen. Da sind mehrere. Aber in jedem Zyklus wird immer nur ein einziges freigegeben. Die werden dort gehalten in einem Bläschen, darin ist Flüssigkeit drin und die werden dort gereift. Dort wird das gesamte Erbgut der Frau aufgenommen und wenn es seine 23 Chromosomen hat, wenn es fertig ist, ausgereift ist, dann ist in jedem Zyklus der Frau Platz dieses Bläschen und diese Eizelle mit dem gesamten Erbgut wird in den Eileiter gespült. Okay? Das ist bei der Frau so. Dies passiert jeden Monat. Eine Eizelle wird immer, das Eibläschen, was reif ist, platzt auf und das wird durch die Flüssigkeit in den Eileiter geschickt. Dort wartet diese Eizelle nun auf die Befruchtung, wartet, um befruchtet zu werden. Der Mann hingegen hat in den hohlen Samenkanälchen, dort werden die Samenzellen des Mannes produziert. Und in jeder Samenzelle von einem Mann ist das gesamte Erbgut mit 23 Chromosomen des Mannes beinhaltet. Jetzt werden irgendwann die Samenzellen in den Samenkanälchen produziert, dann kommen sie in die Nebenhoden und dort reifen sie aus. Dort reifen sie aus. Und es werden jeden Tag täglich ungefähr 3 Millionen produziert, Samentropfen, mit gesamtem Erbgut. Also eine kleine Zelle hat ein gesamtes Erbgut, deine 23 Chromosomen. Dort werden tagtäglich um die 3 Millionen produziert. Aber in einer Samenflüssigkeit ist ungefähr nur 5% davon macht die Samenzelle aus, 5%. Der Rest ist alles Sekret und Flüssigkeit von anderen Drüsen wie Prostata oder von der Blasendrüse. All das ist Flüssigkeit vom Mann. Nur 5% machen die Zelle aus, das ist wirklich die Zelle. Okay? Aber der Rest ist wichtig später für die Befruchtung. Für die Befruchtung, warum? Weil das Energielieferanten sind und für die Beweglichkeit zuständig sind. Die sind unerlässlich später für die Fortpflanzung. Jetzt kommen wir zur Stadium 1. Das weiß man was passiert überhaupt vorher. Und wirklich, ihr könnt eigentlich allein schon jetzt über jedes Thema stundenlang darüber reden. Das war die Frau mit dem Zyklus, einmal im Monat passiert es, und beim Mann die Produktion. Das sind die Vorbereitungen sozusagen, die Vorbereitung, bevor es zu einem Menschen kommt. Stadium 1. Jetzt, wenn jetzt der Samenerguss bei der Frau hineindringt, so sind es ungefähr, man schätzt die Zahl auf 200 bis zu 300 Millionen Samenzellen, die mit hineindringen. Jetzt ist das so gebaut, dieses Eileiter der Mutter, die Gebärmutter und die Eizelle selbst hat eine Flüssigkeit, die sie von sich gibt, um sich zu schützen vor Schädlingen, vor Viren, vor Bakterien. Deswegen ist so, auf dem ganzen Weg bis zur Eizelle der Frau sterben man sagt, um die Millionen Samenzellen des Mannes sterben aus. Während sie die ganze Zeit diesen erbitterten Kampf führen, sich irgendwie fortzupflanzen, irgendwie fortzubewegen, um an die Eizelle der Frau zu kommen, bleiben am Ende
300 Stück ungefähr Samenzellen, die die Eizelle befruchten könnten. Nur 300 Stück. Der Rest von sind 250 Millionen. Alle anderen sterben aus. Weil die Gebärmutter und die Frau, das ist ja eine Fremdsubstanz, die da reinkommt. Die wird bekämpft, die wird als Bakterie, als was Fremdes gesehen. Deswegen wird die bekämpft und die meisten sterben. Nur ganz, ganz wenige kommen hindurch. Jetzt das Interessante, wenn zum Beispiel die Samenzellen jetzt hineingedrungen sind, ist das interessant, dass die Samenzellen genau wissen, wohin die gehen sollen. Sie gehen zum Beispiel nicht irgendwo anders und klammern sich irgendwo anders fest. Oder sie gehen zum Beispiel, ihr wisst, der Mensch im Körper ist ja dauerhaft in Bewegung mit den Stoffwechsel und Blutwechsel und alles. Die geht nicht irgendwo anders in eine andere, zum Beispiel zur Niere hin. Sie geht nicht irgendwo anders hin, sie verfehlt ihren Weg nicht. Sie geht genau diesen Weg. Glaubt der Mensch, wir haben ihn sich selbst überlassen. Wir haben nicht mal den Samentropfen sich selbst überlassen. Hätten wir ihn selbst überlassen, wäre er vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Hätte er sich an was anderes geklammert. Aber wir haben ihn so gemacht, haben ihn beaufsichtigt, dass er genau zu einem Ziel will. Alle wollen genau diesen Weg gehen und möchten zum Ziel kommen. Zur Eizelle. Dann irgendwann in der Nähe von der Eizelle angekommen, diese 300 Stück, gibt diese Eizelle magnetische Impulse von sich, um diesen Samentropfen vom Mann zu zeigen, ich bin hier, komm zu mir. Es gibt wie so Impulse von sich. Und dann kommen die letzten Samentropfen dahin, kommen ganz schnell um die Eizelle. Okay? Jetzt, bevor wir jetzt weitergehen, die Gebärmutter ist eines der wichtigsten Organe der Frau. Grundsätzlich, weil dort entsteht ja das Leben. Deswegen hat die Gebärmutter baut einen besonderen Schutz auf, weil dort wird das Leben produziert, um später das Leben, was dort produziert wird, zu beschützen, zu bewahren vor Bakterien, Viren, andere Schädlinge, egal was. Baut dies eine extreme Schutzflüssigkeit um die Gebärmutter auf. Und die Gebärmutter ist sozusagen geschützt. Wenn die Frau jetzt zum Beispiel, wenn das Ei nicht befruchtet wird, dann bekommt die Frau ihre Periode. Wenn die Frau ihre Monatsblutung kriegt, dann wird dieser ganze Schutz um diese Gebärmutter wird mit ausgeschieden. Mit dem Blut zusammen kommt das raus. Dies ist auch eine Hikmet, warum Allah uns verbietet, während die Frau ihre Monatsblutung hat, sich seiner Frau zu nähren. Weil man sonst, diese Gebärmutter ist nicht mehr geschützt. Man könnte sehr leicht Bakterien oder Viren dorthin bringen, sodass die danach die Gebärmutter angreifen können und danach das Leben später, was dort produziert werden soll, schädigen könnten. Das ist eine Hikmet, warum Allah uns verbietet, während der Monatsblutung nicht mit seiner Frau oder seiner Frau nahe zu kommen. Das verbietet Allah subhanahu wa ta'ala uns, weil der Schutz ist weg. Aber wenn danach das Ei befruchtet wird, geht es ja in die Gebärmutter. Dazu kommen wir. Danach hat die Frau bis zur Geburt keine Monatsblutung mehr. Diese Monatsblutung gibt es danach nicht mehr bei der Frau. Dafür kommt später das Wochenbett, aber die Frau hat wenn das Kind befruchtet wird und in der Gebärmutter ist, gibt es keine Monatsblutung mehr. Warum? Weil diese Gebärmutter geschützt bleiben muss für das Produzieren des Lebens in der Gebärmutter. Dies ist Allah seine Eigenschaft Al-Bari. Allah, der ohne Fehler erschaffen tut. Weil seine Schöpfung wird niemals hinfällig. Er muss das irgendwie schützen. So, jetzt haben wir gesagt, ist Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, derjenige, der alles erschaffen hat. Jetzt sind diese Samenzellen an diese Eizelle angekommen. Jetzt wollen diese Samenzellen in die Eizelle hinein. Aber das geht nicht so einfach, weil diese Eizelle hat einen Schutz um sich. Bevor dieser Kern kommt mit diesen Chromosomen, diesem Erbgut, hat es nochmal eine Hülle um sich. Und diese Hülle ist wie so eine Gaswolke, eine Schutzhülle. Vor allem ist das Interessante dabei, wenn der Mann zum Beispiel seinen Samenerguss hat, dann wird bei dem Mann ebenfalls wie eine Schutzwolke, ein Gas um diese einzelne Samenzelle, Samentropfen, immer hat er dies, um diese auch zu beschützen in der Gebärmutter. Ansonsten würden alle 300 Millionen sterben. Und dies hat normalerweise die Samenzelle nicht. Die Samenzelle eines Mannes hat das nicht. Nur bei dem Ausguss, wenn der Mann diesen Ausguss hat, dann bekommt sie wie so eine Schutzwolke um sich herum, wie ein Schutzgas und danach dringt er in der Mutter hinein. Und erst dann kann sie so weit kommen überhaupt. Ohne diese Schutzwolke um sich herum würde kein einziges von Samenzellen zur Mutter gelangen. Würden schon alle auf dem Weg sterben. Deswegen schafft sie so weit. Jetzt ist sie bei der Eizelle ankommen bei der Frau. Die Eizelle hat auch ihren eigenen Schutz, eine härtere Hülle.
Jetzt muss irgendwie diese Hülle durchdrungen werden. Jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala natürlich, der Al-Bari ist, der ohne Fehler erschaffen tut, er musste diesen Schutz machen. Hätte diese Eizelle nicht diesen Schutz, hätte sie vorher vielleicht kaputt gehen können, das Erbgut hätte beschädigt sein können. Aber nun sind ja die Samenzellen da, jetzt muss befruchtet werden. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Irgendwas muss jetzt geschehen, irgendwas muss passieren. Allah subhanahu wa ta'ala lässt, wie bei einer Mücke, eine Mücke hat zum Beispiel so ein Stechrüssel, wenn ihr zum Beispiel in der Haut so euer Blut da rein, dann juckt sie immer die ganze Zeit, wenn sie bei euch in die Haut kommt. Da haben sie so einen Stechrüssel und der bohrt sich hier rein, Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt bei dem Samentropfen, bei der Samenzelle ebenfalls bei dem Kopf oben, wie so eine kleine Bohrung entstehen und er bohrt sich in die Hülle der Eizelle bei der Frau hinein. Jetzt, eine Samenzelle ist aus drei Teilen erschaffen. Hinten ist der Schwanz, das ist der Propeller, ja? Damit bewegt er sich. Dann kommen die Mitochondrien, das ist das Mittelding, das ist sozusagen das Kraftwerk. Und dann oben ist der Kopf. Und der Kopf oben, da ist diese Zelle mit dem Erbgut drin. Und diese hat 2 Schutzwände nochmal über sich beim Kopf. Das sind so 2 Schutzschilder, die er hat. Yani, was ist denn da drin, dass Allah so feinfühlig, so einen Schutz um diese ganzen Sachen macht? Das extrem so sehr beschützt, nicht nur mit einer Wand, mit einer zweiten Wand. Bei der Frau mit einer Blase und nochmal eine Wand drum. Allah beschützt es. Was sind denn diese Sachen drin? Da sind 23 Chromosomen, haben wir gesagt. Für einen Menschen braucht es 46 Chromosomen. Aber was sind denn Chromosomen? Chromosomen sind DNA. Da ist ein gesamtes Erbgut drin. Wie groß wirst du werden, welche Augenfarben wirst du haben, für welche Krankheiten wirst du anfällig sein. Gesamte Erbgut, dein ganzes genetisches Code ist da drin. Und wenn sich das mit der Frau vermischt, entsteht dann ein eigenes DNA. Und Allah ist Al-Musawwir, haben wir gesagt, er ist derjenige, der jedem seine Identität gibt, sowohl innerlich als auch äußerlich. Dort kommt dann ein Code zusammen, dieser Code macht einzig und allein diesen Menschen aus. Es gibt keinen anderen DNA, der deiner ähnelt oder meiner ähnelt. Jeder hat seinen eigenen DNA-Code. Und das sind diese DNA, die Allah so extrem beschützt und so extrem bewahrt. Jetzt haben wir gesagt, ist diese Samenzelle des Mannes will hineindringen. Jetzt hat sie sich da durchgebohrt, die Schützelle ist abgegangen, jetzt hat sie das ganze Ding. Die Samenzelle hat ja noch den Schwanz, das Mittelding und der Kopf. Jetzt macht die Samenzelle, es ist jetzt zu viel. Für die Befruchtung braucht es nur diesen Kern. Die Zellkern der Mannes, Zellkern der Frau. Das alles ist überflüssig. Allahu Akbar, jetzt wie eine Rakete, die ins All fliegt. Wenn eine Rakete ins All fliegt, irgendwann, wenn es eine bestimmte Höhe erreicht hat, wirft es diese anderen Sachen ab, damit es leichter fliegen kann. Alles, was Gewicht ist, wird dann abgelassen. Wenn die Samenzelle sich durchgebohrt hat und es schafft nur eine einzige sich durchzubohren, eine einzige durch ist, dann wirft es das Mittelding und den Schwanz ab. Es wirft es einfach ab und nur dieser Kopf geht hinein und kommt zur Eizelle der Frau. Und es treffen sich 2 Zellkerne. Die kommen zusammen, der Zellkern des Mannes und der Zellkern der Frau. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, ein Mann hat XY-Chromosom und eine Frau hat X-Chromosom, richtig? Richtig, ne? Eine Frau hat X, ein Mann hat XY. Wenn jetzt genau das X-Chromosom des Mannes die Zelle der Frau befruchtet, dann ist XX, dann wird es ein Mädchen später. Wenn es aber ein Y-Chromosom ist, was die Zelle der Frau befruchtet, dann wird es ein Junge. Das wird schon da eigentlich festgelegt, was es genau wird. Jetzt haben die beiden sich verschmolzen. Jetzt kommt die Zelle des Mannes, die Zelle der Frau, 23 Chromosomen, die verschmelzen sich, jetzt haben wir 46 Chromosomen. Genau das, was wir brauchen, damit ein Mensch entsteht. Diese haben sich jetzt zu einem zusammengetan, zu einem einzigen, und diese haben jetzt eine Reise von 7 bis 10 Tagen bis zur Gebärmutter. Die müssen jetzt zur Gebärmutter kommen. Jetzt haben sie sich zusammengetan. Und während die zur Gebärmutter gehen, teilen sie sich auf. Also sie sind jetzt 1 geworden und jetzt teilen sie sich auf. Erst in 2, dann 3, dann 4, dann jetzt unzählige, ganz viele. Und jede Zelle, die sich jetzt spaltet, hat die 46 Chromosomen. Vom Mann, von Frau. Vom Mann und von Frau. Immer wieder. Und jetzt teilen sie sich. Die teilen sich weiter. Das muss irgendwann ein Mensch ergeben. Jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Und wir haben den Menschen aus einem Tropfen ein Gemisch erschaffen. Der Tropfen ist Singular, aber das Gemisch ist Plural. Also es ist ein Tropfen, aber da drin ist ein Gemisch. Das ist das, was Allah sagt. Wir haben den Menschen aus einem Tropfen, Shajin, aber Plural, aus einem Gemisch erschaffen. Es ist ein Tropfen, es ist jetzt eine Zelle, aber eine Zelle hat nicht gereicht. Es muss dieses Gemisch sein, Mann und Frau. Das bedeutet dieser Vers mit dem Koran. Allah sagt, das war dieser eine Tropfen, aber der hat diese Mischung da drin. Nein, das klingt jetzt vielleicht nicht trivial, das kann vielleicht für euch so normal klingen, aber damals im Mittelalter war das so gewesen, wo die haben die Hexen verbrannt. Die haben zum Beispiel immer gesagt, hättest du damals gesagt, dass die Frau auch zur Erschaffung des Menschen beiträgt, also zur Entstehung des Menschen, dann hätten sie dich geköpft. Wenn zum Beispiel jemand kein Kind bekommen hat, da war immer der Mann schuld im Mittelalter. Der war nicht potent genug, haben sie gesagt. Weil es war ausgeschlossen, dass irgendwie auch eine Zelle der Frau dazu mit beiträgt. Immer war es nur der Mann. Der Mann ist es, der das Kind produziert. Und wenn es nicht geklappt hat, war immer der Mann schuld im Mittelalter. Deswegen, aber Allah sagt hier, nein, es ist ein Tropfen, aber im Shaj, es ist Plural. Und da sind die Zellen des Mannes und die Zellen der Frau, sie kommen da zusammen. Dies deutet Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran uns darauf hin. So, jetzt haben sich zusammengetan, jetzt müssen sie aber zur Gebärmutter. Wie kommen sie denn zur Gebärmutter jetzt hin? Jetzt haben wir keinen Trieb mehr. Die Samenzelle hat ja seinen Trieb weggeschmissen. Jetzt haben sie sich fusioniert, also ich sage mal, haben sich zusammengetan. Wie kommt jetzt zum Beispiel diese gemeinsamen Zellen, die sich jetzt teilen, zur Gebärmutter? Weil dort einen Eileiter können sie nicht produzieren. Also da, wo die hingehen wollen, ist Gebärmutter. Ziel ist Gebärmutter auf jeden Fall. Sie haben eine Reise, eine Sefer von 7 bis 10 Tagen vor sich. Jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala hat jetzt Härchen, ganz dünne Haare, wie so Härchen gemacht, die diese Zellen in Richtung Gebärmutter schieben. Also eine nimmt und die andere gibt sie weiter. Und die schieben diese ganz vorsichtig, ganz langsam bis zur Gebärmutter an. Diese ganz dünne Härchen, die kann man nicht mal sehen. Man muss mit einem wirklich sehr krassen Mikroskop gucken, um diese dünnen Härchen zu sehen, wie die sich langsam bewegen. Das ist genauso, wie wenn ich was ganz, ganz Besonderes habe, was ganz sehr, sehr Wertvolles und ich gebe es dir weiter und sage, gib das mal rum, damit das da hinten ankommt. Ich gebe es ganz vorsichtig dir weiter. Du gibst es ganz vorsichtig dir weiter. Du gibst es ganz vorsichtig ihm und er gibt es ihm aber ganz vorsichtig, dass ja nichts passiert. Und so lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Wichtigen, die das Leben ausmachen, in die Gebärmutter bringen, durch ganz dünne Härchen, die ganz langsam diese weiter bewegen. Und der andere lässt nicht los, also gibt den nicht weiter, bis der andere die nicht genommen hat. Ganz vorsichtig, ganz langsam werden diese jetzt zur Gebärmutter gebracht. An der Gebärmutter angekommen, nach 7 bis 10 Tagen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Alsdann setzen wir ihn als einen Samentropfen an einem sicheren und gefestigten Platz, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das Problem ist, dass die Gebärmutter eigentlich komplett einen Schutz aufbaut und alles, was in die Gebärmutter hineindringt, normalerweise abgestoßen wird, sofort bekämpft wird, aber dieses wird so vorsichtig reingetragen, es kommt an die Gebärmutter rein und dann macht die Gebärmutter sozusagen dicht und baut eine Schutzhülle drum herum. Jetzt ist sie an diesem sicheren Ort angekommen. Das ist der gefestigte und sichere Ort. Woanders hätte das Leben niemals produziert werden können, außer die Gebärmutter. Die Gebärmutter ist genau der Ort, wo sie gesichert ist vor Schädlingen, Bakterien, Viren. Die kommen da nicht mehr hin, weil das ist der bestgeschützte Ort bei der Frau, dieser Organ. Extrem geschützt ist dies. Da kommt nichts mehr rein. Ein sicherer Ort. Das ist kein Organ, wo die ganze Zeit was durchläuft oder ein Abfluss passiert oder da passiert nichts. Eine Ruhe, eine sehr ruhige, sicherer Ort, wo das Kind jetzt 9 Monate lang dort produziert, das ist völlig falsch an, aber dort herangebildet werden kann. Das sagt Allah, fi qararin makin. Es ist ein sicherer Ort, ein gefestigter Ort, ein Ort mit Ruhe. Das ist der Ort. Das meint Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran, wenn er das erwähnt. Jetzt ist eine Gebärmutter, jetzt bilden sich, diese Zellhaufen haben sich so extrem weitergebildet, immer wieder geteilt, dass so wie so Bläschen entstanden sind. So winzige, du weißt vielleicht,
Keimlingsanlagen im Inneren. Diese Keimbläschen nisten sich nach dem 6. bis zum 7. Tag in der Gebärmutter an. Sie kommt und dockt irgendwo an. Wenn sie sich andockt, werden Enzyme freigegeben. Und es entstehen wie so Noppen, die einen Schleim produzieren. Diese Noppen produzieren Schleim und diese werden in der Gebärmutter gefestigt. Sie frisst sich sozusagen in die Gebärmutter hinein. Dann entsteht in der Gebärmutter sozusagen der Mutterkuchen, das ist das Plazenta, das wird dort entstanden. Und dieses Plazenta, dieses spezielle Organ, ist das Organ, was im Verlauf der Schwangerschaft das Kind mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen wird und es wird mit dem Gewebe der Mutter verknüpft. Diese ganzen Zellteilungen führen dazu, dass so Bläschen entsteht und diese Bläschen geben Enzyme frei, so eine Flüssigkeit und diese reagieren danach mit der Gebärmutter der Mutter und das in diesen Noppen, wo Flüssigkeit rauskommt, dockt dann an und dies wird mit der Mutter eins und dies wird diese Plazenta. Das ist das A und O für die Versorgung. Versteht ihr, wie so ein Raumschiff, es kommt langsam, es dockt an, es macht seinen Platz fest, sicherer Ort angekommen, das muss doch mal richtig mit dem Gewebe der Mutter in Verbindung stehen. Alles ist dran, alles ist drin. So, Stadium 2. Jetzt, wenn es angedockt ist mit der Plazenta verbunden, jetzt sprechen wir von einem Embryo. Jetzt ist es ein Embryo. Vorher ist kein Embryo. Jetzt ist ein Embryo. Und Allah sagt, im edlen Koran haben wir gesagt, in Surah Alaq, خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Wir erschufen den Menschen aus einem Alaq. Oder in Surah Mu'minun, ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً. Jetzt erschufen wir aus dem Nutfa, aus diesem Tropfen, das Alaqa. Nutfa, haben wir gesagt, ist der Tropfen, ja, der Beine abgefallen wäre, dieser Tropfen. Jetzt haben sich zusammengetan, die Zellen sind dahingegangen. Jetzt entsteht das Alaqa. Was ist denn das Alaqa? Alaqa hat 3 Bedeutungen in der arabischen Sprache. Das eine ist Blutegel. Ein Blutegel. Alaqa ist Blutegel. Dieses Alaq, was jetzt an der Gebärmutter ist, ähnelt genau einem Blutegel. Guck mal. Unten ist ein Blutegel, oben ist jetzt das Embryo. Verblüffend ähnlich, ne? Verblüffend ähnlich. Hier habt ihr es nochmal, also richtiges Bild. Das ist wirklich diese Aufnahme, die mit Dings gemacht worden ist. Das ist der Embryo, Blutegel, habt ihr hier. Die zweite Bedeutung von Alaqa ist ein Blutklumpen. Das sieht so aus. Das ist das System von einem Embryo in dem Stadium Alaqa. Das äußere Erscheinen vom Embryo sieht aus wie ein Blutklumpen, diese Hülle, weil es noch keine Zirkulation gibt. Das Blut fließt noch gar nicht. Weil das Blut noch nicht fließt und nicht zirkuliert wird, sieht diese Blutmenge, diese relativ viele Blutmenge, das sieht man jetzt so, wie einfach ein Stück Blut draus, wie so ein kleiner Blutklumpen aus. Ich habe jetzt kein Bild dafür gefunden, vielleicht findet ihr was, es sieht genau wie so ein Blutklumpen aus. Passt auch. Und das dritte ist, in den Koranübersetzungen findet ihr immer manchmal Blutklumpen, manchmal findet ihr Blutegel oder Anhängsel. Das ist auch Alaqa, weil jetzt hat er sich an die Gebärmutter drangehangen. Das ist die Stadium von Alaqa. Allah erschuf aus dem Tropfen das Alaqa, das Anhängsel. Es hat sich drangehangen jetzt. Hier habt ihr nochmal ein Bild. Das ist immer ein bisschen anders. Das hat sich jetzt an der Gebärmutter angehangen. Also alle 3 Bedeutungen, Blutegel, Blutklumpen und Anhängsel, treffen exakt drauf zu. Und das ist das Stadion Nummer 2. Dort wird das Embryo jetzt mit seinen Zellen, die Zellen teilen sich weiter und weiter und weiter. Die Zellen teilen sich jetzt extrem, weil es braucht so viele Zellen zum Beispiel, was ganz Menschen danach ausmachen muss. Es geht rüber zum 3. Stadion jetzt.
Allah sagt nach dem Embryo, immer noch ein Embryo, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ. Wir erschufen den Menschen aus Erde. Danach erschufen wir ihn, machten wir ihn aus Nutfa, das sind Tropfen. Danach aus Alaqa, diese Anhängsel, Blutklumpen. Ja? Und danach Mudra. Jetzt sind wir in der 4. Woche, ca. 30. Tag, ca. 3 mm groß. Jetzt gibt es einen Wissenschaftler namens Case Moore. Ich weiß, ob ihr den gehört habt. Das ist einer, der hat, ich habe mal was aufgeschrieben, ja. Der war ein Professor für Anatomie in der Fakultät der Chirurgie der Universität von Toronto in Kanada. Dieser hat irgendwann gedacht, er vergleicht den Koran mit der Embryologie und kam zu Wahnsinnsentschlüssen. Und er hat heutzutage mit am besten eigentlich die Embryologie mit dem Islam, also mit den Versen vom Koran, erklärt. Aber er sagt, ein Wort macht keinen Sinn. Mudra. Dieses Wort Mudra macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also Allah, diese Stadien, alles macht Sinn, dass Allah Stadien erschaffen hat. Diese 3 Finsternisse, das Alaqa, das passt alles so gut. Was auch später kommt, das passt. Aber dieses Wort Mudra macht einfach keinen Sinn. Und das wird immer wieder im Koran bei den Übersetzungen als nicht... wie wird das übersetzt? Ich habe jetzt hier aufgeschrieben, in dem Fleischklumpen, genau. Das wird, Blutklumpen ist Alaqa und die übersetzen Mudra als Fleischklumpen. So, und er sagt, das kann aber nicht sein, dieses Wort unmöglich. Er steigt in den Flieger, fliegt nach Jeddah, geht zu einem Sheikh und sagt zu diesem Sheikh, sag mir bitte die Bedeutung von Mudra. Der Sheikh sagt, naja, das macht keinen Sinn. Das ist sowas wie Fleischklumpen. Er sagt, nein, nein, nein. Sag mir die genaue Bedeutung, was bedeutet Mudra im Arabischen? Was bedeutet dieses Wort Mudra? Egal, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Sag mir einfach, was es bedeutet. Der Sheikh sagt, naja, du kannst damit nichts anfangen, aber das bedeutet wie so eine Substanz, eine Fleisch, worauf man drauf kaut. Das bedeutet Mudra. Und das ist der Moment, wo dieser Case Moore auf die Knie fällt. Da fällt er auf die Knie und das ergeben und sagt, das ist es. Allah erschuf nach dem Alaqa das Mudra. Mudra ist eine Substanz, worauf man drauf gebissen hat, wie ein Stück Fleisch, worauf man drauf beißt. Das ist das Stadion von Mudra. Hier unten ist ein Kaugummi, wo man mit den Backzähnen drauf gebissen worden ist. Das ist Mudra. Das ähnelt einer gekauten Substanz. Und da gibt es sogar sehr viele, also richtig viele Bilder. Ich habe jetzt, da könnt ihr ganz in dieses Stadion, sehr bekannt, das macht danach die Wirbelsäule aus. Dieser Bereich ist sehr deutlich, sehr krass zu erkennen. Das ist Mudra. Eine Substanz, worauf wie so drauf gebissen worden ist. Und wir erschufen den Menschen aus Mudra. Das ist diese gekaute Substanz. Jetzt haben diese Zellen während dieser Phase sich natürlich zusammengetan. Es bilden immer mehr Zellen, teilen sich. Jetzt werden einige Zellen werden die Hand. Einige Zellen bilden das Kopf. Einige Zellen bilden das Gehirn. Einige Zellen bilden die Leber. Andere Zellen den Brustkorb, um danach diesen Knochen aufzubauen. Diese ganzen Zellen teilen sich jetzt auf im Körper eines Menschen und jeder geht in einen Bereich. Der andere geht hoch zum Kopf, bildet dort das Gehirn, der andere geht zum Arm. Jetzt ist das Interessante, diese Zellen sind 1:1 alle gleich. Die haben alle den genetischen Code. Es unterscheidet sie nichts voneinander. Alle haben die 46 Chromosomen. Alle haben den exakt gleichen genetischen Code. Warum wird der eine zum Gehirn? Warum wird der andere eine Leber? Warum wird der andere Knochenzelle? Warum wird das andere Leberzellen? Warum? Dies ist der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Eigentlich sind alle Zellen gleich. Dasselbe Beispiel bei den Atomen. Alle Atome ähneln sich. Alle Atome sind gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Atomen. Aber warum ergeben manche Atome ein Mensch, manche ein Stein, manche ein Berg und so ist es mit den Zellen. Diese Zellen alle sind 1:1 gleich, die unterscheiden sich ja gar nicht. Dass einer sagt, ich werde das Gehirn. Aber die einen gehen hoch, werden das Gehirn, die anderen werden die Hand, die anderen werden die Füße und die anderen bilden die anderen Organe des Menschen.
Die zum Beispiel, die das Gehirn bilden, das wollte ich mal kurz erwähnt haben, bilden ungefähr 10 Milliarden Zellen. 10 Milliarden, das ist ja das Hauptzentrum des Menschen, die bilden ungefähr 10 Milliarden Zellen. Ab der 5. und 6. Woche an fangen an, sich langsam die Hände zu bilden. Und das Interessante bei den Händen ist, dass sich die Hände als ein Gesamtes zusammenbilden. Wie gesagt, also normalerweise allein schon die Bildung des Gehirns ist ein eigener Bereich für sich. Also als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass man in den Unterricht nochmal abschweifen kann und nochmal einen eigenen Bereich. Die DNA ist ein eigener Wunder für sich. Das Gehirn, wie das Gehirn entsteht, ist ein eigener Wunder. Also welche Zellen zuerst entstehen, das ist ja allein schon ein Wunder für sich. Welche zum Beispiel Organe, das sind alles eigene Bereiche für sich, wo man sagen könnte, Allahu Akbar, das ist Allah, der Al-Bari ist, Allah, der fehlerfreie schafft. Die Zellen springen nicht irgendwo hin und es kommt so immer Fehlgeburten, der eine will das, nichts. Dies ist Allah, der eine fehlerfreie Schöpfung erschafft. Allah, der Al-Bari ist, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ist. Das ist Allah. Jetzt bilden sich die Hände zusammen. Die Hände sind sehr interessant. Die Hände sind aber nicht getrennt. Da ist keine Luft dazwischen. Die sind alle eins, die sind verbunden miteinander. Jetzt gibt es die Hand dann irgendwann und irgendwann töten sich 5 Zellen des Handes hier in der Mitte. Und die anderen Zellen nehmen die als Versorgung, nehmen die als Energie und benutzen sie. Und das machen wieder welche Istishad, die töten sich hier und die anderen nehmen wieder von denen, essen die auf. So, nehmen die Energie von denen. Dann die hier töten sich, der nimmt die Energie von denen. Der nimmt die Energie von dem, der von dem und der von dem. Und so entsteht danach die Finger, dass man sie bewegen kann. Ansonsten wären unsere Finger alle zusammen. Die werden zusammengehangen, also die werden nicht getrennt. Allahu Akbar, das ist Allah, der Al-Bari ist. Das ist Allah, der Al-Khaliq ist. Das ist Allah. Gegenüber so einem Schöpfer begehen die Menschen Schirk. Ein Allah, der so fein, der so perfekt, der so feinfühlig erschafft, es den Menschen so einfach macht, gegenüber so einem begehen die Menschen Allah gegenüber Schirk. Ja. Dies ist auch die Eigenschaft Allah Al-Fatir. Allah, der einfach schlagartig die sich töten, einfach ergeben und sich den anderen hingeben. Das war die Stadium Mudra. Dann kommt zum 4. Stadium, und zwar die Knochen. فَخَلَقْنَا الْمُدْرَةً عِظَامًا. Dann bildeten wir aus den Mudra, die Substanz, worauf draufgebissen worden ist, die Knochen. Und es ist tatsächlich so, dass nicht vorher die Knochen entstehen. Dass erst das Mudra entsteht und danach die Knochen sich reinbilden und danach die Knochen erst entstehen. Nicht zuerst die Knochen und dann die Form. Erst die Form und danach die Knochen. 5. Stadium. Das Fleisch und die Knochen, das Lahm, jetzt über den Knochen. Diese Knochen müssen wir ummantelt werden. Allah sagt, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Jetzt gibt es im Wort Arabischen Adlan und Lahman. Adlan bedeutet auch Fleisch. Lahman bedeutet auch Fleisch. Der Unterschied ist aber, warum Allah nicht Adlan, sondern Lahman sagt, ist, im Lahm sind Fleisch, Sehnen, Bindegewebe, Kapseln, Muskeln, all diese Dinge beinhaltet. Deswegen sagt Allah, wir haben die Knochen mit dem Lahm, mit dem Bindegewebe, mit den Muskeln, alle ummantelt, festgezogen. Und ihr könnt euch mal Bilder angucken, Muskulatur der Menschen, wenn ihr Google mal eingibt, werdet ihr sehen, dass das wie so ein Straffziehen ist. Allah hat die Muskeln und die ganze Gewebe, alle drumherum gemacht. Es sieht aus, als hätte man das so ummantelt, so festgemacht drumherum. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im edlen Koran. Jetzt brauchen natürlich diese ganzen Zellen, jetzt langsam kommt ja eine Form, die brauchen ja Sauerstoff. Jetzt gibt es Zellen, die sind zu Gehirnzellen geworden. Manche Zellen sind Brustkorbzellen geworden. Manche Zellen sind Leberzellen geworden. Manche Zellen sind zur Hand gegangen. Jetzt gibt es aber Zellen, die sind überflüssig. Die sind überflüssig. Jeder hat seinen Bereich, jeder ist gerade in seiner Phase und manche sind zu viel einfach. Aber sind die zu viel? Nein. Allah schafft nichts umsonst. Die sind nicht zu viel. Diese kommen und bilden das Kapillar. Die bilden die gesamten Verzweigungen der Blut- und Lymphgefäße. Diese Blut- und Lymphgefäße sind wie Haare, ganz fein und mit einem Hohlraum. So dünn wie Haar und hohl. Und das sind die Gefäße. Da wird Sauerstoff, Nährstoff, alles transportiert für jetzt die ganzen Zellen, weil die müssen ja irgendwie versorgt werden, damit die nicht sterben.
Und diese werden jetzt versorgt. Und diese ganzen überflüssigen Zellen bilden das gesamte Netzwerk, was Venen und Arterien miteinander alles verbindet jetzt. Verbindet alle. Das Interessante hierbei ist, dass dieses Netzwerk bringt Sauerstoff und Nährstoffe an die Organe. Es versorgt die Organe. Aber sobald es durch die Gefäße kommt, kann es durch die Wand der Blutkapillare hinausdringen. Also es kommt durch die Gefäße und dann kann es durch die Wand einfach hinausdringen, um zu den Organen zu kommen. Oder zum Beispiel dieses Abfallprodukt wird durch das Gewebe zurückgegeben und kann zur Lunge gebracht werden und die Lunge scheidet das bei dem Kind danach aus. Es geht dann alles zur Mutterzeug. Also dieses Gefäß, dieses Netzwerk, was gegründet worden ist, ist so ein feines Netzwerk, was alles versorgt. Und diese Versorgung, diese Nährstoffe können durch die Wand dieser Blutkapillare hinausdringen, um die Organe zu versorgen. Und dieses Blut, diesen Müllabfuhr, sage ich mal, statt Kohlenstoffdioxid oder nährstoffarmes Blut, alles kann an das Gewebe freigegeben werden und das wird wieder zurückgeführt. Jetzt ist das Interessante, diese Blutgefäße bei diesem kleinen, winzigen Embryo machen 40.000 Kilometer aus. Das ist der Weltumfang, der Umfang unserer gesamten Erde ungefähr. Also wenn du ein kleines Embryo in der Hand hältst, hast du in dieser Hand 40.000 Kilometer Gefäß. Das ist nicht übertrieben, ja? Das ist jetzt auch nicht so ein Vergleich, das ist wirklich so. Das könnt ihr ganz normal googeln. 40.000 Kilometer. Einmal um die ganze Welt kannst du die Gefäße von diesem kleinen Embryo, was du in der Hand hältst, nehmen und einmal um die Erde machen. Dies ist das Netzwerk, was Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Fatir erschaffen hat. So ein Netzwerk gründet Allah. Allah gründet das Größte in das Kleinste, das Kleinste in das Größte, das Universum durch einen Knall, der Mensch, das ganze Universum in den Menschen hinein. All dies gründet Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen. Das ist Allah. Zalikumullahu Rabbukum. Das ist Allah, euer Herr. La ilaha illahu. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Wie kann man denn einen anderen Gott außer Allah anbeten? Jetzt ist das Kind in der Fruchtblase. Das Kind ist in einer Blase in Flüssigkeit. Wir wissen nur alle, dass jeder Mensch ertrinken würde bei Wasser, oder? Wenn du unter Wasser gehst, da kann ein Mensch nicht überleben. Aber ein Kind überlebt in der Fruchtblase, in der Flüssigkeit. In der Flüssigkeit. Wie? Durch eine Nabelschnur. Diese Nabelschnur ist spiralförmig. Die ist ja nicht einfach so glatt, die ist hier spiralförmig. Und sie ist ein schleimiges Bindegewebe eigentlich. Ja, und ist spiralförmig. Und es ist spiralförmig aus einem Grund, damit es nicht verknickt. Wäre es glatt, also gerade, und es würde verknicken, dann würde das Embryo keinen Sauerstoff mehr kriegen, die Nährstoffe würden nicht mehr kommen, das Kind würde sterben. Dass Allah, der Al-Khaliq, Al-Bari ist, der eine fehlerfreie Schöpfung macht. Er gewährt es. Er ist derjenige, er ist Al-Hafiz. Wir haben das gesagt, er ist Al-Muhaymin. Er ist As-Salam, Al-Mu'min. Er hat die Kontrolle drüber. Er gibt euch den Schutz. Er macht das alles, ohne dass ihr was machen müsst. Er hat das alles gemacht. Hättet ihr alles auf der Welt ausgegeben, hättet ihr es niemals geschafft. Aber Allah hat schon alles vorbereitet, dass nichts schief gehen kann. Weil wenn es spiralförmig ist, kann es ja nicht knicken. Es ist spiralförmig, es wird immer wieder gerade. Und dieser ist ca. 50 bis 60 cm lang. So, ich sag mal so, in diesem Nabelschnur gibt es 3 Gefäße, 3 Wege. 2 davon sind Nabelarterien und eine davon ist eine Nabelvene. Durch diese Nabelarterien wird kohlenstoffdioxidreiches und nährstoffarmes Blut rausgegeben. Und durch die Nabelvene wird das Sauerstoff und die Nährstoffe hineingedrungen. Yani wenn die Mutter atmet, atmet sie immer mit dem Kind mit. Sie atmet eigentlich für 2 Personen, für sich und das Kind. Wenn die Mutter isst, isst sie auch für das Kind. Sie atmet, ein Teil der Atmung geht durch die Nabelschnur zum Kind. Sie isst, die Nährstoffe gehen irgendwo auch ein Teil an das Kind. Deswegen atmet eine Mutter mehr und eine Mutter isst auch ein bisschen mehr, weil sie isst für das Kind mit sozusagen, weil die Nährstoffe werden von da entnommen. Jetzt gibt es aber Abfallprodukte, nährstoffarmes Blut. Es gibt Kohlenstoffdioxid, was rauskommt. Das muss ja irgendwie rauskommen. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Er macht in der Nabelschnur 2 Wege. Das eine ist, dieses Kohlenstoffdioxid wird an das eine wieder rausgegeben, die Mutter atmet das auch, und das andere sind Abfallprodukte. Es muss ja was ausscheiden wieder. Dies wird auch an diese Nabelarterie weitergeben, an das 3. Weg,
der dritte Weg geht zur Mutter und die Mutter scheidet dies aus. Dies ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist subhan. Allah ist frei von jeglichem Mangel. Allah ist frei von jeglichen Hinfälligkeiten oder jeglichen Fehler. Genau. Das Interessante hierbei ist, dass zum Beispiel diese Mutter das Kind in der Fruchtblase ist und das Kind sozusagen einen Schutz hat. Und durch diese Plazenta bekommt sie halt diese ganzen Nährstoffe rein, dadurch geht es wieder raus, an die Plazenta wieder zurück. Jetzt ist das interessant dabei, wenn die Mutter heißes Wasser trinkt, kann das dem Embryo, dem Kind nicht schaden. Oder sag mal, sie isst viel, sie isst scharf oder egal was, das schadet alles dem Kind nicht. Heißes Wasser schadet. Wenn sie heißes Wasser trinkt, verbrennt sie ihren Mund, sie verbrennt sich alles, ja ihre Zunge, Hals, aber das schadet dem Kind nicht. Aber es gibt einige Dinge, die schaden dem Kind. Und das ist genau alle Punkte, die Allah haram gemacht hat. Dinge, die Allah für haram erklärt hat, die schaden genau diesem Kind. Alkohol, Drogen, also Rauschmittel, Drogen, Alkohol, Zigaretten, all diese Dinge sind genau die Dinge, die dem Kind schaden. Nicht mal heiß gekochtes Wasser schadet dem Kind, aber genau das sind diese Punkte, die dem Kind exakt schaden. Deswegen sagt man, in der Schwangerschaft sollen Leute weniger Schweinefleisch essen. Wir sagen, sollen überhaupt keins essen, sollen komplett davon abkommen. All die Dinge, die Allah haram gemacht hat, sind genau in der Schwangerschaft schädlich für das Kind, was gerade heranwächst. 6. Stadium ist das Fötus. Bis jetzt war es ein Embryo. Jetzt, ab der 9. Woche, sagt man nicht mehr Embryo, sondern Fötus, weil alle Organe sozusagen aufgebaut worden sind. Alle Organe sind aufgebaut, deswegen spricht man jetzt von einem Fötus. Allah sagt, danach entwickelten wir euch zu einem ganz anderen Kreatur und einem anderen Geschöpf. Hier ist was sehr Interessantes. Wusstet ihr, dass das Embryo von einem Menschen, von einem Huhn, von einem Salamander, von einem Fisch, von einem Kalb ganz genau gleich sind? Guck mal, ihr seht oben, Hymen, hier ist der Mensch, das ist vom Menschen. Das hier, der zweite von oben, hier ist ein Hase. Das ist ein Kalb, das ist ein Schwein, das ist ein Huhn. Hier ist ein Fisch, hier ist ein Salamander. Alle gleich. Alle Embryo sehen sich ähnlich aus. So sehen die aus. So geht es dann weiter. Alle Embryos sehen sich sehr, sehr ähnlich. Aber Allah sagt, ab genau der 9. Woche, sagt Allah, danach machten wir euch aus einer ganz anderen Kreatur. Das ist der Punkt, wo der Mensch nun sich von den ganz anderen unterscheidet. Das Interessante ist, der Mensch hat einen Schwanz und erst ab der 9. Woche bildet sich dieser Schwanz wieder zurück. Ihr seht, der Mensch hat auch einen Schwanz hier. Und dieser Schwanz bei einem Menschen bildet sich ab der 9. Woche zurück. Vorher hat er auch diesen Schwanz, genau wie die anderen Tiere. Dort bildet sich der wieder zurück. Und Allahu Alam warum? Allahu Alam warum? Dieser bildet sich zurück. Das ist nochmal, wenn es vom Embryo zum Fötus wird. Hier habt ihr auch wieder diese Mudra-Stelle, habt ihr gesehen, ne? Diese draufgebissene Stelle. Hier bildet sich der Schwanz dann endgültig zurück. Und Allah sagt genau hier im edlen Koran, und danach machten wir euch zu einer anderen Schöpfung. Das ist Allah. Stadium Nummer 7. Jetzt das Fötus, es wächst und wächst, die Organe werden stabiler, alles. Jetzt sagt Allah, das Ohr, das Sehen und das Gefühl. Was glaubt ihr denn, was zuerst entwickelt wird? Das Herz, die Augen, die Ohren? Was glaubt ihr von den drei? Was zuerst kommt? Richtig. Richtig, Bruder Furkan hat es gewusst. Allah sagt im edlen Koran, هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sprich,
Er ist es, der euch entstehen ließ und euch Gehör gab, euch Augenlicht gab und euch ein Herz machte. Und wie undankbar, wie wenig ihr doch Allah dankt dafür. Ihr werdet im Koran niemals eine andere Reihenfolge sehen. Allah sagt immer wieder an mehreren Stellen genau diese Reihenfolge. Sam'a wal absara wal af'ida. Es sind die Ohren, das Gehör, das Augenlicht und das Herz. Und das ist genau diese Reihenfolge, die bei einem Menschen erschaffen worden ist. Ich habe immer gedacht, es ist das Herz, aber es ist nicht das Herz. Es ist tatsächlich die Ohren, das Augenlicht und dann das Herz erst. Und diese Reihenfolge erwähnt Allah immer wieder und niemals andersrum, niemals gemischt, immer in dieser Reihenfolge. Wer hätte das wissen können? 1400 Jahre ist dieses Buch alt, 1400 Jahre ist der edle Koran her. Wer hätte das jemals wissen können? Niemand hätte das wissen können. Niemand. Leute, die behaupten, der Gesandte Allahs hätte den Koran selber geschrieben, wie soll das gehen? Diese Dinge sind erstmal vor gerade mal 50, 100 Jahren bekannt geworden. Unmöglich ohne Mikroskope das zu erfahren. Ohne Mikroskope, das ganze Ultraschallgerät war sowas unmöglich zu erfahren. Woher? Unmöglich, dass sowas geht. Das ist das Buch Allahs. Jetzt bildet sich der Mensch natürlich im Mutterleib weiter heran und Allah sagt, Huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u. La ilaha illahu. Er ist es, der euch in dem Mutterleib der Mutter gestaltet und formt, wie er es möchte. Und es gibt keinen Gott außer ihm. Jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen irgendwann, im 9. Monat, wird er ja auf die Welt kommen. Richtig? Circa 50 cm groß. Und er soll ja zwischen den Beinen der Mutter hinauskommen. Nun ist dieser Bereich sehr eng für den Menschen, 50 cm. Jetzt hat Allah alle Organe sind fertiggestellt. Der Mensch, der kleine Fötus, ist bereit. Außer eine Stelle gibt es. Die ist nicht fertig. Die wird nicht fertig gemacht. Wisst ihr welche? Richtig. Ey Wallah, richtig. Genau der Kopf ist es. Der Kopf wird nicht fertiggestellt. Die anderen Organismen, die Organe, sind alle bereit, alle sind fertig. Das Problem ist, weil der Druck zu sehr steigen könnte und das dem Mensch, diesem kleinen Kind, schaden könnte in dem Gehirn, also Probleme bereiten könnte, weil der Druck so stark ist, wenn das Kind rauskommt, lässt Allah subhanahu wa ta'ala in der Mitte einen Freiraum und lässt die Schädelplatten nicht zusammenkommen. Es ist wie so ein Freiraum. Die kommen nicht zusammen. Und wenn das Kind danach gebärt wird, dann wird das durch den Druck nochmal zusammengeführt und dann kommen langsam die Gehirnplatten komplett zusammen. Das ist Allah, der Al-Bari ist. Einige Stellen genau bilden sich später dann noch, aber oben die Fläche, die wird danach zusammengepresst und danach, Stück für Stück, bildet sich danach der Schädel auch zu Ende. Dies ist Allah, der Al-Fatir ist, der das Korn aufsprießen lässt, aber auch das Korn wieder zumachen kann. Und hier macht er das Korn wieder zu. Diesen Schädel macht er wieder zu. Er ist Allah, der Al-Fatir und Al-Faliq ist. Jetzt hat der Mensch so einen genetischen Code von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass der Mensch ohne viel zu machen, automatisch, also würdest du den Menschen nehmen, irgendwo hinstecken, so würde er irgendwann selbst aufstehen, essen, gehen lernen, reden lernen, sich bewegen lernen, weil alles ist in dem Menschen verankert. Allah hat diesen genetischen Code veranlagt bei diesen Menschen. Deswegen könnte der Mensch alles selber danach irgendwann machen. Allah sagt im Heiligen Koran, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Wir werden unsere Zeichen überall auf der Erde und an ihnen selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Reicht es denn nicht aus, dass Allah Zeuge über alles ist? Allahu Akbar, ja. Allah sagt, wir werden euch sehen lassen. Ihr werdet es doch erfahren. Die Himmel, meine Zeichen und an euch selbst. Reicht es denn nicht aus, dass Allah Zeuge über alles ist? Zeuge muss jemand sein, der das gesehen hat, der den Ablauf alles gesehen hat. Wer ist Zeuge außer Allah? Ist es nicht Beweis genug, dass Allah Zeuge ist, dass Allah das 1:1 euch berichtet? Niemand anders war Zeuge darüber. Keiner hätte jemals Zeuge sein können. Aber Allah ist Zeuge darüber. Reicht es denn nicht aus, als Delil sagt Allah, diese Verse, dass sie genau mit eurer Wissenschaft, was ihr gerade seht,
dass ihr das seht, haben wir euch sogar erlaubt, das zu sehen. Weil wir wollten unsere Zeichen euch zeigen. Reicht es denn nicht aus, dass Allah der Zeuge ist? Niemand anderes hat das sehen können. Reicht es denn nicht aus, dass Allah der Zeuge war, dass ihr den Iman verrichten müsst? Weil ihr sagt, müsste eigentlich der Koran, das ist der Beweis, weil das hätte niemand wissen müssen, dass Allah sagt es im Koran, er ist Zeuge darüber. Reicht das denn nicht aus, dass er der Rabb ist, dass er der Herr, der Allwissende ist? Sagt Allah mit dem Koran, Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Dr. Fawzi Jabbar. Der ist in Deutschland, der ist sehr bekannt, der ist auch Wissenschaftler. Und er sagt, es gab einen Punkt, wo ich auf die Knie gefallen bin. Dieser Case Moore, der Wissenschaftler, ist ja bei dem Wort Mudra auf die Knie gefallen. Er sagt, ich bin Muslim geworden und auf die Knie gefallen, wo ich diesen Vers gelesen habe. Summa min mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Er sagt, das war der Punkt, wo ich auf die Knie gefallen bin. Allah sagt, nachdem wir euch erschaffen haben, aus dem Samentropfen, Nutfa, Alaqa, Mudra, dann Aisamen, Lahmen, das Knochen, dann das Blut. Danach sagt er, nach dem Mudra machten wir euch aus einem Fleischklumpen, das gebissene Stück Fleisch, teils geformt, teils bestimmt und ein Teil ist unbestimmt gewesen. Jetzt, das Ding ist, nachdem das Mudra entstanden ist, haben sich hier die Zellen weitergebildet, die ganze Zeit. Die Zellen haben sich weitergebildet. Jetzt gibt es einige Zellen, diese Nabelschnur ist durch die Zelle von diesem Kind, also diese Zellen, die sich gespalten haben, entstanden. Und wir haben ja gesagt, einige Zellen, zum Beispiel da, wo dieser Zahnabdruck war, wird die Wirbelsäule. Wir wissen, das sind Knochenzellen. Diese Zellen werden 100% Knochenzellen. Die werden auch nichts anderes werden. Dann gibt es zum Beispiel manche, die werden Leberzellen. Die werden danach die Leber bilden, die aus dem Endoderm entstehen. Dann gibt es manche, die bilden die Hand, manche Hirnzellen, unterschiedlich. Er sagt, das sind alles differenzierte Zellen. Aber es gibt auch undifferenzierte, unbestimmte Zellen, die bis zum heutigen Tag sich nicht entschieden haben oder die noch nicht wissen, was sie sind. Jetzt sagt er, vielleicht wird die Wissenschaft irgendwann so weit sein, dass man die Nabelschnur abschneiden kann, einfrieren kann, irgendwann in 20 Jahren, dass man aus diesen Zellen dann das lenken kann. Das sind Zellen, die beinhalten den gesamten genetischen Code von dir. Und diese undifferenzierte Zellen, diese haben sich noch nicht entschieden, werde ich Knochen, werde ich Bauchspeicheldrüse, werde ich Leber, werde ich Niere, das haben die noch nicht entschieden. Wenn man das irgendwann entscheiden könnte, wäre es möglich, dass man zum Beispiel, wozu ist das gut? Zum Beispiel ein Kind, was zuckerkrank ist und das Pankreas nicht mehr das Insulin richtig gebildet werden kann, dann könnte man durch diese unbestimmten Zellen eine neue Bauchspeicheldrüse machen und dies danach rein operieren. Weil Allah sagt, Summa min mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Wir haben einige nach dem Mudra bestimmt und andere sind nicht differenziert, unbestimmt. Und hier kommt er und sagt, es wäre möglich, vielleicht nicht jetzt, dass irgendwann die Menschen mit diesen undifferenzierten, bei den Menschen, was deine Zellen sind, irgendwann, wenn man die lenken könnte, vielleicht Allahu Alam, wenn die Wissenschaft soweit ist, würde dem Islam nicht widersprechen, wäre es möglich, dass man neue Organe wieder produzieren könnte mit diesen Zellen. Wenn man jetzt natürlich schaut auf die gesamten Verse, da steht eins fest, Allah subhanahu wa ta'ala hat dies vor 1400 Jahren uns berichtet, wo es vorher unmöglich war. Keiner braucht irgendwas zu erzählen, das war irgendwo anders, das wussten die Mayas und die Bayas und die Gayas und was weiß ich was, braucht keiner kommen. Allah erwähnt es hier so explizit, so genau, wo man nicht mal eine Tür für irgendwas anderes, für eine andere Deutung offen hält. Jeder, der Embryologie kennt, würde sagen, alles absolut hier stimmt. Sogar bildlich lässt Allah uns das richtig vor den Augen halten. Ist Allah nicht ein Gott, den man anbeten sollte? Was bist du denn für ein Mensch, dass du zu anderen Türen gehst, dass du andere Götter neben Allah suchst oder andere Götter neben Allah anbetest? Was bist du für ein ehrenloser Mensch, der umhergeht, dich vor anderen Leuten verbeugen willst, der von anderen Menschen oder anderen Geschöpfen bittest und flehst, statt von Allah? Was bist du denn für ein erniedrigter Mensch, oh du Mensch, wie undankbar doch du bist, dass du gegenüber so einem Schöpfer nicht dankbar bist? Allah sagt in Surah Abasa, Qutil al-insanu ma akfara. Vernichtet soll er sein. Wie undankbar doch der Mensch ist, wie kafir doch der Mensch ist, sagt Allah.
Zugrunde gehen soll der Mensch. Wie undankbar kann ein Mensch sein, nachdem all diese Dinge passiert sind, sagt Allah. Wie undankbar doch der Mensch ist. Min ayyi shay'in khalaqa. Soll er mal bedenken, aus was er erschaffen worden ist. Aus was wurde er denn erschaffen? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Er hat ihn aus einem Tropfen, Samentropfen, der beinahe abgefallen wäre und zu Najis wäre, eklig wäre, aus einem Tropfen, der überhaupt keinen Wert hat, nichts wert ist, hat er ihn erschaffen und ihn gebildet. Summa sabila yassara. Dann hat er ihn seinen Weg leicht gemacht. Er hat ihm noch zusätzlich einen genetischen Code gegeben, dass er automatisch irgendwann das Laufen, das Reden, die Bewegung, alles kommt automatisch. Er muss das nicht großartig irgendwie erlernen. Das kommt. Wir haben ihm den Weg sogar noch leicht gemacht. Summa amatahu fa aqbara. Aber okay, wir werden ihn danach sterben lassen und ihn ins Grab bringen. Summa iza sha'a anshara. Und dann, wenn wir wollen, werden wir ihn wieder zum Leben erwecken. Kalla lamma yaqdi ma amara. Nein, er hat noch nicht das ausgeführt, was Allah ihm befohlen hat. Immer noch nicht hat er das ausgeführt, was Allah dem Menschen befohlen hat. Wie undankbar doch der Mensch ist. Wie undankbar, wie kafir man doch sein kann, Allah gegenüber sich aufzusehen, andere Türen zu klopfen, um sich vor dir niederzuwerfen. Du hast doch Allah, du hast doch einen Schöpfer. Du hast einen Schöpfer, der all diese Dinge erschaffen hat. Wenn man jetzt über diese Dinge nachdenkt, dann widerspiegelt das einfach unseren Schöpfer. Wie mächtig, wie fein, wie genau, wie barmherzig, wie gnädig er doch ist. Aber der Mensch, leider, ist sehr auflehnerisch. Ja ayyuhal insan, sagt Allah, o du Mensch, ma gharraka bi rabbikal karim. Was lässt dich nur gegenüber deinem Herrn so auflehnerisch werden? Dein edlen Herrn, der edel ist. Er hätte auch ein zorniger Allah sein können, der dich bestraft die ganze Zeit, der darauf aus ist, seinen Diener zu bestrafen. Aber du hast so einen edlen Herrn. Was lässt dich gegenüber so einem edlen Herrn, der dich leben lässt, obwohl du ein Kafir bist, obwohl du dich auflehnst, lässt er dich leben. Er versorgt dich, er gibt dir Rizq, er bestraft dich nicht auf der Dunya noch. Er gibt dir all dies. Was lässt dich denn nur so auflehnerisch werden gegenüber Allah? Oh du Mensch, wie undankbar bist du. All diese Dinge um meine Zeichen auf der Welt, du selbst, reicht nicht aus, mein Buch reicht nicht aus, dann bist du wohl so versteinert, dass sich nur noch das Höllenfeuer, die Strafe der Hölle dich weich kriegt, oh du Mensch. Ein Mensch, der hiernach nicht glaubt, nachdem Allah seine Zeichen klar gemacht hat, dieser Mensch ist tief in der Irre. Allah sagt im edlen Koran, Ja ayyuhan nas, o ihr Menschen, in kuntum fi raybi min al-ba'si, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfa. Wenn ihr über das im Zweifel seid, über die Auferstehung im Zweifel seid, so wisset, Allah hat euch aus Erde erschaffen. Summa min nutfa, dann aus einem Tropfen, Samentropfen. Summa min alaqa, dann aus einem Alaqa. Summa min mudratin, dann aus Mudra. Wa ghayri mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Dann aus Zellen, die bestimmt wurden und manche, die noch unbestimmt sind. Lanubayyina lakum. Damit das alles für euch deutlich wird, sagen wir das alles hier auf. Damit ihr euch das mal klar werdet. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُوكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Dann lassen wir einige von euch als Kinder schon abberufen und manche von euch lassen wir ins Greisenalter hineingehen und berufen sie danach ab. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْزَالِ الْعُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا. Und manche von euch, genau, und du siehst die Erde leblos, doch wenn wir Wasser über sie herabsenden, so siehst du, wie sie sich regt und schwillt und Allah lässt aus sie danach Atem hinauskommen. Allah sagt, o ihr Menschen, denkt darüber nach. Deswegen ist aber an erster Stelle geht es mir nicht darum, um die Kuffar oder um die Mushrikun, sondern mir geht es hier darum, bei diesem Vortrag eigentlich mehr um die Gläubigen, um die Muslime, dass die wahrhaftig ihren Herrn kennenlernen sollten, weil nur derjenige, der Allah kennt, der wird wahrhaftig Allah auch anbeten können, der wird Allah so verehren, wie es ihm gebührt. Jedermann, der Allah nicht kennt, der wird Allah nicht verehren können, wie es Allah gebührt. Er wird immer sagen, ich weiß, Allah hat den Himmel und die Erde erschaffen, Allah hat uns erschaffen, aber er wird es niemals Allah so verehren, wie es ihm wahrhaftig gebührt. Deswegen war es mir wichtig, dass wir diese Worte Alaqa, Nutfa, Mudra, Lahman, was all diese bedeuten. Und wenn ihr nächstes Mal ein Kind seht oder euch selbst seht, eure Haut seht, euer Blut seht oder ein Kind seht,
dann gedenkt die Schöpfung Allahs und preist Allah und seid dankbar Allah gegenüber. Wir werden nächsten Unterricht inshallah die Schöpfung, der Himmel machen und danach werden wir zum nächsten Esma von Allah kommen. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.